Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg zu Hause. Letzte Heim-PK von Thomas Tuchel. Hoffen wir es zumindest, dass die letzte ist. Ich meine, bei uns ist ja gerade alles möglich. Leute, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert doch den Kanal. Damit supportet ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank. Und damit rein in den Bums. Ja, vielleicht sollten wir noch die richtige Szene einstellen und dann läuft das auch. Pressekonferenz und den beiden Cheftrainern Ralf Hasenhüttl und Thomas Tuchel. Willkommen alle zusammen und los geht's bitte. Ralf, ein Statement zunächst von Ihnen. Ja, Glückwunsch an den FC Bayern zu einer sehr, sehr souveränen Vorstellung, verdienten Sieg. Hätte auch ganz böse enden können, wenn wir so weitergespielt hätten wie die ersten 20 Minuten. Aber Gott sei Dank haben wir dann uns gefunden, natürlich auch mit einer kleinen Systemänderung versucht, einfach ein bisschen tiefer zu verteidigen, weil das Hochverteidigen hat nicht funktioniert. Das sind sie einfach. Es war nicht davon zu reden, dass sie irgendwie verunsichert gewesen wären und dass vielleicht eine Mannschaft sich neu finden musste. Da war relativ schnell klar, dass das kein Thema ist für den FC Bayern heute und dass wir da einfach nicht richtig im Spiel waren, dementsprechend auch mit Ball dann wenig Lösungen, sehr schnelle Ballverluste, gutes Gegenpressing von Bayern, sehr griffig. Und dann war es halt wichtig, dass wir irgendwie in dieses Spiel zurückfinden und nach dem nicht gegebenen dritten Tor war es so ein bisschen ein kurzes Durchschnaufen und dann haben halt gegen einen Gegner, der vielleicht auch mal dann vielleicht einen Gang zurückgeschaltet hat, zweite Halbzeit immer auch auf Augenhöhe, was zumindest die Chancen angeht. Wir hatten nicht wirklich viele, aber sie auch nicht mehr. Aber im Endeffekt war es für uns einfach insgesamt nie eine Chance, dieses Spiel heute hier zu gewinnen. Und deswegen sehen wir da schon, was da noch fehlt. Danke sehr. Ja, gerade gut zusammengefasst, würde ich sagen. Dankeschön, dann Thomas, du bitte. Ja, die Geschichte ist klar, die ist erzählt und die ist für uns natürlich, die war auch genau so. Wir waren 20, 25 Minuten sehr flüssig und sehr, sehr schnell in unserem Passspiel und sehr, sehr flexibel und konnten das Spiel in die gegnerische Hälfte drücken und haben da ein paar gute Lösungen gefunden und beinahe 3-0 geführt. Danach wurde es, so wie du das gerade gesagt hast, schwerer für uns Torchancen zu erzielen und in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wir haben gar keine mehr erzielt, oder? Haben wir keine Lösungen mehr gefunden, um zwingende Chancen zu haben, haben allerdings auch nichts zugelassen, deshalb haben wir es konzentriert zu Ende gespielt. Naja, wir haben nichts zugelassen, weil Wolfsburg nicht wirklich offensiv war. Sind wir mal ehrlich, ja? Also so viel Ehrlichkeit muss man schon haben. Hatten ein paar Debüts heute, ein paar junge Kerle dabei und insgesamt haben wir es sehr seriös und über 25 Minuten sehr gut gemacht und danach war es okay und verdienter Sieg am Ende. Weiter geht's. Weiter geht's, stimmt. Mit den Fragen. Erste Meldung kommt hier bitte links oben, ja. Ja, Hasenhüttl, Cilan Pecinovic ist ausgewechselt worden oder war verletzt. Was hat er? Und seine Einwechslung war ja auch so ein kleines Signal, auf so einen jungen Top-Torjäger zu setzen. Ja, ich wollte ihm was Gutes tun und hat aber nicht funktioniert, weil es sieht nicht gut aus. Hat sich am Fuß vertreten ohne Fremdeinwirkung. Wir schätzen, dass der Mittelfuß was abbekommen hat. Also schade für ihn. Und rechts oben Florian Eisele für die Augsburger Allgemeine. Ja, an den Tuchel, die Frage ist das letzte Mal, dass Sie heute in dieser Bayern-Kluft auf der Pressetribüne sitzen. Welches Gefühl haben Sie dabei? Was bleibt davon? Und vielleicht noch ein Spiel anschließend, der Viererwechsel. Welche Intention hatten Sie dabei? Was hat der wieder für eine dumme Frage, Alter? Das ist schon Bild-Zeitung-Niveau hier. Wir wollten eigentlich nur einen Zweierwechsel machen. Daniel hat es sich verdient, mal im Tor zu stehen und das Gefühl zu schnuppern und das werden wir vor. Ja, das hätte man ihm ja auch nicht mal 90 Minuten gönnen können, oder? Das wäre nicht gegangen, dafür hat er nicht die Qualität, ne? Wir haben mit Manu ausgemacht, dass wenn wir mit 2 Toren Unterschied führen, dass wir das dann auch machen und haben wir deshalb auch gemacht, weil sich Daniel für 17 Minuten, das hat er sich verdient, Leute. 17 Minuten durfte er auf dem Feld stehen, ne? Durfte aufsaugen, die Stimmung. 17 Minuten. Absolut verdient hat, über die Art und Weise, wie er trainiert hat und wie er sich in der Mannschaft verhält, ist einfach vorbildlich und deshalb wollten wir unbedingt ein paar Wettkampfminuten geben. Dann wollten wir Conny Leimer für Leon Goretzka bringen, weil bei Leon immer wieder so ein bisschen der Rücken und die hintere Oberschenkelmuskulatur so ein bisschen Probleme machen.
Und plötzlich ist aber Minje umgeknickt. Dann haben wir da noch direkt reagiert. Und wer war der vierte? Brian Zaragoza hat dann, während die anderen da standen, wir wollten eigentlich nur einen Zweierwechsel machen, auch gesagt, dass die Waden zugehen. Und dann wurde aus dem Zweierwechsel der Viererwechsel. So war es. Dann war plötzlich auch noch einer übrig auf der Bank. Dem haben wir dann auch noch ein paar Minuten gegeben, einen kleinen Johnny. Und ja, das steckte dahinter. Letztes Heimspiel. Und was bleibt, weiß ich jetzt nicht genau, muss ich sagen. Oder das wird eine Weile brauchen. Und dann werden wir sehen, was davon bleibt. Aber ich weiß es ja jetzt auch seit ein paar Wochen, dass das so ist. Deshalb kam das jetzt auch nicht überraschend. Aber wir haben uns aufs Spiel vorbereitet. Wir haben die Mannschaft ein bisschen atmen lassen nach dem Spiel in Madrid. Das heißt, wir haben gestern noch auf eine Sitzung verzichtet, haben beide Sitzungen heute gemacht. Und es hat sich, glaube ich, als richtig herausgestellt. Wie gesagt, wir haben ein paar junge Kerle dabei gehabt. Das gibt dann auch immer eine besondere Atmosphäre. Weil die brauchen ein bisschen mehr Unterstützung und Mut und rücken alle noch mal ein bisschen mehr zusammen, weil wenn man weiß, die Jungs, die müssen wir ein bisschen an der Hand nehmen. Und so sah es dann auch aus in den ersten 20, 25 Minuten. Deshalb bin ich sehr zufrieden. Linke Seite wieder Stefan Kumberger zunächst für Sport 1 und dann Klaus Bergmann. Ja. Danke, Klaus. Ja, hallo in die Runde. Herr Tuchel, es gab vor dem Spiel keine Verabschiedung von Ihnen. Das wurde auch schon erklärt von Max Eberl. Der hat gesagt, die Saison ist ja noch nicht vorbei, es gibt noch was zu tun. Die Mannschaft hat sich ja verabschiedet. Das hätten Sie ja auch tun können. Wie dürfen wir das deuten, dass Sie gleich im Spielertunnel verschwunden sind? Wie meinen Sie, die Mannschaft hat sich verabschiedet? Die Mannschaft ist ja in die Südkurve gegangen, hat sich verabschiedet. Ja, das ist ja auch für die Mannschaft. Die Fans, die kommen ja nicht wegen dem Trainer. Das sind ja die Momente für die Mannschaft. Also Sie haben nicht das Gefühl gehabt, Sie müssen sich auch verabschieden? Nein. Wer soll sich auch verabschieden, Alter? Dafür, dass wir die ganze Saison keine Spielphilosophie sehen, Grottenfußball, keine jungen Talente eingebaut wurden, kein Titel gewonnen wurde. Wofür will er sich verabschieden, Alter? Mittelpunkt und doch nicht bei den Fans sein, das ist für die Mannschaft. Nee. Es war in der Tat immer geplant, dass die Mannschaft zu den Fans geht. Ja. Das ist schon Usus. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Da sieht man auch, dass es eine Einheit ist, oder? Okay, dann vielleicht gleich davor, Klaus Bergmann für die DPA. Ja. Herr Tuchel, können Sie ein bisschen was zu Lovro Svonarek sagen? Wir haben ihn heute gesehen, aber Sie haben ihn ja schon Monate immer im Training gesehen und so. Was ist das für ein Typ und was trauen Sie denn dem zu? Uli Hoeneß wird ja gar nichts traut er dem zu. Nichts. Sonst hätte er den ja mal gebracht, anstatt einen Leo Sané durchzuziehen, der vor Schmerzen nicht kacken kann, Alter. glücklich gewesen sein. Ja, ich hoffe. Oder ein Gnabry, den man einwechselt nach 2 Trainingseinheiten und dann wieder 4 Wochen kaputt ist und dann wechselt man ihn wieder nach 2 Trainingseinheiten ein. Ja, hätte man sich ja mal alles schenken können, indem man mal die jungen Spieler mal rangelassen hätte, wie ein Brian, wie ein Svonarek, vielleicht auch Mantel. Wären ja alles mal Optionen gewesen, aber nicht unterm Tuchel. Ich hoffe, und wir sind es auch. Und Lovro ist ein feiner Kerl. Schauen Sie mal an, wie der strahlt, wenn er aufs Feld geht oder wie der vom Feld runterkommt. Und dann ist das eigentlich erklärt. So trainiert er und so kommt er in jedes Training. Und er ist einfach extrem fleißig, war jetzt viel bei uns im Training, hat, glaube ich, 1 oder 2 Mal wurde er eingewechselt, hat es gut gemacht. Und dadurch, dass wir viele Verletzte hatten, hat er die Möglichkeit von Beginn an zu spielen, die Möglichkeit bekommen und hat das super gemacht und sofort ein Tor erzielt. Deshalb sind wir sehr glücklich. Da gibt es auch, glaube ich, wirklich keinen in der Kabine und im Staff, der ihm das nicht gönnt, weil er ein feiner Kerl ist. Dann hier auf der rechten Seite David Fehr für die Bild-Zeitung, respektive Kollege. Ja, toll. Vielleicht hätte man mal ein bisschen eher auf die feinen Kerle setzen sollen. Der Stadionsprecher Stefan Lehmann hat gesagt, die Verabschiedung für Sie wird noch gebührend stattfinden. Haben Sie schon eine Vorstellung, wann das passieren soll? In der Vorbereitung irgendwann? Oder haben Sie die Hoffnung, dass Sie vielleicht in der Vorbereitung irgendwann gegeneinander spielen, dass sich das praktisch so ergibt? Tuchel gegen die Mannschaft, oder was? 1 gegen 11, oder wie? Oder Abschiedsspiel noch irgendwann. Gibt's nicht mehr. Nein. Also wirklich, mir ist es ja immer ein bisschen unangenehm. Deshalb, wenn da jetzt irgendjemand bitte nichts reininterpretieren, dass ich nicht in der Kurve war. Ich weiß ja, dass an so einem Tag dann nochmal die Kameras nochmal mehr sind. Ich habe mich kurz mit Ralf gesprochen nach dem Spiel, kurzes Handshake und dann habe ich schon gemerkt, dass ich gefilmt werde und bevor dann da draußen die ganze Bilder von mir, dann gehe ich lieber rein. Da geht es nicht um mich, es geht nie um mich, es geht immer um die Mannschaft und die Fans sind für die Mannschaft da und die sollen da gebührend gefeiert werden. So, deshalb müssen wir mal Stefan fragen, was er gemeint hat mit gebührend und wann. Und dann nageln wir ihn notfalls darauf fest. Ja. Sind die folgenden Fragen ähnlich? Weil dann könnten wir vielleicht überspringen oder Sie daneben, ja.
Herr Hasenhüttl, mal eine Frage zu Sie. Wenn der gegnerische Trainer den Torwart 20 Minuten vor Ende auswechselt, ist das schon außergewöhnlich. Was haben Sie denn da gedacht? Haben Sie sich da gewundert? Fanden Sie das auch kurios oder wie haben Sie... Ja, weil der Torwart, der reinkommt, der kann nämlich eigentlich auch keinen Ball mehr halten, ne? Eigentlich ist das eine komplette Nulpe. Deswegen macht man das eigentlich nicht im Fußball. Diese Szene wahrgenommen? Ich habe es kaum wahrgenommen, weil ich mich auf meine Mannschaft konzentriert habe. Aber kann ja auch sein, dass der Torhüter aus anderen Gründen den Platz verlässt. Dementsprechend habe ich das nicht ist aber körperlich schon eine Maschine, ne, der Hasenhüttl. Wirklich als Signal gewertet. Oder schade ist, dass man den, der danach gekommen ist, nicht mehr beschäftigen konnten wie Manuel Neuer davor. Ja, gar nicht. Das ist das, was wir uns angreifen müssen heute. Gar nicht beschäftigen. Dann hier vorne in der Mitte Marco Made für den Sportinformationsdienst. Ja, noch eine Frage an Herrn Tuchel. Sie haben viel erlebt als Trainer und sind auch viel rumgekommen in diesem Business. Jetzt, wo wir zum letzten Mal zusammenkommen, vor der letzten PK natürlich vor Hoffenheim, vielleicht nochmal so eine Bilanz in Richtung, was haben Sie denn gelernt in München oder was gibt es, was Sie vermissen werden oder auf der anderen Seite auch, wo Sie froh sind, dass es vielleicht vorbei ist? Vielen Dank. Sie wissen, oder das ist ja bekannt, ich liebe Fußball und das ist einfach ein ganz großer Teil meines Lebens. Deshalb ist es ein großes Privileg, auf diesem Niveau zu trainieren und bin hier angetreten, um so viele Titel wie möglich einzusammeln und zusammen mit der Mannschaft, mit dem Club zu holen. Das ist uns nicht gelungen. Ich denke, dass wir diese Saison bis in den Februar, bis zu dem Spiel in Leverkusen, das war in der Ausgangslage so, dass wir, glaube ich, 2 Punkte hinten. Ja, du hast es komplett verkackt, Junge. Du alleine hast es verkackt. Punkt. Nochmal zur Erinnerung, da stelle ich einen Minja in die Startelf und stelle Upa in die Startelf. Der eine ist seit 1 Tag wieder da vom Asien Cup und der andere ist seit 2 Tagen wieder im Training nach einer langen Verletzung. Anstatt die spielen zu lassen, Eric Dyer und Deleucht, die davor richtig stark zusammengespielt haben. Hat richtig viel Sinn gemacht. Dran waren, herausragend viele Punkte geholt haben, ohne richtig gut zu spielen, aber in einer sehr prekären Personalsituation waren, mit extrem vielen Wechseln und extrem vielen Verletzungen. Diese Woche dann mit dem Leverkusen-Spiel, dem Hinspiel in Lazio Rom und der Niederlage in Bochum hat uns dann wirklich was gekostet, weil es waren nicht mehr 2 Punkte, es waren 8 Punkte und wir haben danach nicht mehr den Hunger, nicht mehr den Biss aufbringen können, uns da wirklich nochmal reinzufuchsen und dran zu bleiben. Dann hatten wir ein kniffliges Spiel gegen Lazio Rom, was wir dann sehr seriös und sehr verdient gewonnen haben, um den Mindestanspruch in der Champions League zu erfüllen, für uns alle. Und das war aber so ein kleiner Knotenlöser für die Champions League und haben dann da 2 sehr, sehr gute Spiele gegen Arsenal und 2 sehr gute Spiele gegen Real Madrid gemacht. So. Das hat man dann auch gespürt. Das geht auch nur zusammen mit Trainer, Team, Mannschaft und Publikum. Das glaube ich, hat auch jeder gespürt in diesen Spielen. Und das haben wir ja ab Ende Februar in der Liga nicht mehr so konstant zeigen können. Deshalb gilt es jetzt darum, natürlich auch noch mal ist es wichtig, auch heute noch mal nachzulegen und alles dafür zu tun, zu gewinnen. Aber ja, das ist im Grunde die Bilanz und der Trainerberuf ist immer so, dass du jeden Tag eigentlich besser wirst, weil du schlauer wirst und Erfahrungen machst und Erfahrung ist ein großer Teil dieses Berufs und deshalb ist alles okay. Es geht weiter und kommen neue Herausforderungen. Eine letzte Frage dann bitte Vincent Schirpke für TZ und Merkur. Hallo Herr Tuchel, Minja Kim hat gerade in der Mixzone gesagt, dass das Fazit von ihm zu seinem ersten Jahr beim FC Bayern gemischt ausfällt, dass es positive und negative Aspekte gab und es 50-50 wäre. Wie fällt denn Ihr Fazit zu seinem ersten Jahr aus und auch zu seiner Leistung heute und den Tagen nach dem Real Madrid-Hinspiel? Insgesamt betrachtet würde ich sagen, das bestätigt mein Fazit. Es gibt positiv und negativ und es ist wahrscheinlich am Ende 50-50, was nicht genug ist für den FC Bayern, für unseren Anspruch. Ganz. Aber da muss man Minja immer ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Nochmal, der hatte nicht einmal Pause gehabt. Er hat den Asien Cup durchgeballert, hat danach, wie gesagt, er war 1 Tag wieder da nach dem Asien Cup und hat direkt wieder gegen Leverkusen spielen müssen. Also dem Jungen hätte man einfach mal nach dem Asien Cup sagen müssen, komm, pass mal auf, fahr mal 2 Wochen im Urlaub und dann kommst du wieder und dann bauen wir dich 2 Wochen auf und dann kannst du voll Gas geben. Ja? Das hat er gar nicht gehabt, der Junge. Genauso die Vorbereitung nicht. Der kam aus dem Militärdienst in Korea. Also. Und was hat man da jetzt erwartet von diesem Spieler heute?
Ne? Darf man halt alles nicht vergessen, diese Umstände. Ist klar, es gibt auch Gründe dafür. Für Min-Jae persönlich bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Er hatte eine Phase, leider dann auch gegen Real Madrid und in dem Hinspiel zum Beispiel, wo sich einfach ein paar Fehler eingeschlichen haben. Insgesamt ist er unglaublich zuverlässig. Er hat uns bis zum Februar hin, bis zum hat er Asien Cup gespielt, oder? Jetzt überlegt er gerade ernsthaft, hat der Asien Cup gespielt? Hat er, ne? Warum habe ich den denn dann gegen Leverkusen aufgestellt? Leute, es wird Zeit, dass ein anderer Trainer kommt. Ich kann es nicht mehr, Leute. Der weiß noch nicht mal, ob der Spieler beim Asien Cup war oder nicht, oder was? Im Januar, glaube ich, bis dorthin hat er uns eigentlich durch die Saison fast gerettet, weil er derjenige war, der jedes Spiel gemacht hat und überhaupt keine Pausen gebraucht hat und eine fixe Größe war. Und deshalb ist mein Fazit zu ihm, so wie er sich verhält und in der Persönlichkeit, die er ist, ein sehr, sehr positives, auch wenn da drin feiner Kerl natürlich ein paar Wermutstropfen sind. Die wir alle wissen, dass das passiert in den besten Karrieren, das ist einfach ganz normal. Aber insgesamt bin ich da sehr positiv im Fazit ihm gegenüber. Ich bin froh, dass er hier ist und der FC Bayern kann sich sehr glücklich schätzen. Das ist ein Top-Spieler mit Top-Mentalität. Vielen Dank, komm gut nach Hause, good luck im letzten Spieltag. Danke. Good luck, guten Luck. Ja, Leute, was soll ich sagen? Eine Tuchel-PK, wie eine Tuchel-PK halt ist. Ne? In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wie schon gesagt, habt einen guten Start in die kommende Woche. Morgen 18:30 Uhr Stream Reno und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Channel. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.